Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Und der Ark ist auch schon ganz ungeduldig, deswegen gucken wir uns das Gebiet auch mal hier erstmal an. Davor habe ich schon reichlich. Geber. Zack, dann machen wir fertig. Wir haben uns ein bisschen zu früh gefreut über die Dornelands, weil jetzt müssen wir doch wieder Downgrade auf der Granitspeer machen. Und wotz, durch damit. Aber jetzt will man gleich wieder A. Ich will die Dornelands hier aber. Grün zu grün, würde ich sagen. Feuerkrott explodiert. Ja, die sagen mir jetzt alle immer nur noch, dass ich einen Regealtar finden muss. Das finde ich eigentlich auch sehr schade, weil am Anfang hat ja noch jeder ein bisschen was Individuelles gesagt. Es hätte mich sehr gefreut, wenn die Seele dann immer noch so kleine Info dazu parat gehabt hätten, was dann die Regealtare machen, wo die ihren Ursprung haben und warum es die gibt und wo vielleicht die Tiere auch abgeblieben sind. Es wäre sehr schön gewesen, wenn man das zu so einem Puzzle gemacht hätte, damit man so seine Informationen kriegt, was eigentlich aus der Tierewoche ist, wo sie derzeit sind und wie man sie zurückrufen kann durch die Regealtare. Das wäre halt cool gewesen. Level 13 erreicht, KP steigt um 7, Stärke steigt um 1, die Abwehr um 2 und das Glück um 1. Juhu! Ja, ich muss einen Regealtar finden. Davor hat er schon reichlich, der Herr Baron. Aber auch nur, weil ich das Zeug immer auf Vorrat kaufe. Ach ja, eigentlich könnte ich mal Geld sparen, aber ich weiß nicht, ich habe doch so einen inneren Drang, dass ich das Zeug immer gleich auf absolute Vorrat kaufen muss. Okay, da aber haben wir nix. Das heißt, wir müssen erstmal wieder runter. Ihr könnt euch denken, wenn dann später das Wasser wieder zurückkommt, dann können wir auch dort durch. Okay, also 2 Seele haben wir schon. Da ist auch wieder nichts, zumindest nicht aus der Perspektive hier unten. Mit Wasser würde es wieder ein bisschen anders aussehen. Na nur, die Felswand sieht aber sonderbar aus. Sie wirkt so dünn, als ob so ein starkes Tier Eireise kennt. Oder Eirenne kennt. Da haben wir doch zufällig Ents. Hallo? Bäh. So wird's gemacht. Davor kann man die Grotte auch mal gebrauchen. Bäh. Also die rülpsen entweder violett oder sie niesen Seele. Also wie man das auch von großer Ochsefrösch kennt, ne? Ganz wie im richtigen Leben. Jo, ich muss einen Altar finden. Ich mag die Musik. Ich mag die Musik, du könnt das sagen, was ihr wollt. Also generell mag ich eigentlich so gut wie jeden Track in Terranigma. Es gibt eigentlich keiner, den ich völlig scheiße finde, glaube ich. Das ist relativ selten für mich. Der eigentlich an so viel Sache zu meckern hat. So. Oh, hoppla. Das war jetzt ohne A-Love. Na, was mache ich die Sache ohne A-Love? Ich dachte, da ist da die 4. Du musst einen Regealtar finden. Natürlich muss ich das. Zufällig ist da einer um die Ecke. Was ich aber ein bisschen krass finde bei den Altare ist, wenn wir mal in den Hintergrund gucken, sehen wir links und rechts von den Feuertöpfe dort Schädel, die da aufgebahrt sind. Das finde ich schon etwas krass, weswegen ich mich halt auch frage, was das da ist, aber ach, mit Recherche komme ich da nicht sonderlich weiter, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch noch mal kurz recherchiert wegen Sui und so, also es gibt nicht wirklich Anhaltspunkte meiner Meinung nach und auch nichts Mythisches da dazu. Aber die tote Köpfchen, ja, ich weiß nicht, das hat so was Bestialisches irgendwie, finde ich. Das wirkt dann schon gleich ganz anders, so noch Blutritual und so. Ach ja. Okay, blub. Und weiter geht's. Okay, da war noch ein Weg, den wir vorher nicht gehen konnten. Tauchen wir mal durch hier. Und das war die Truhe, wo er schon reichlich davor hat. Und da ist auch wieder nur eine See. Zumindest auf dem Seeweg, aber auch zu Land. Weil da nur die letzte Seele gewahrt hat. Im Körper von so einem ganz hässlichen Grotte-Mensch. Okay, da können wir jetzt auch rüber. Aber wir können auch hier noch durchschwimmen. Ich würde sagen, wir gehen zuerst den Seeweg, bevor wir dann ins nächste Gebiet kommen und uns dem Landweg widmen. Zack. Na. Zack. Oder einer Schlüxer. Und da haben wir's. Du musst einen Regealtar finden. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht?
Ja, die haben dann so einen feurigen Schlickser, wenn sie sterben, die Viecher, die Feuergrotte. So kann man nichts machen. Okay, so müssen wir weiter. Aber ich glaube, das ist schon der Weg zum nächsten Regealtar, den ich hier gehe. Ah ja, genau. Genau, da geht's zum nächsten Regealtar. Seelchen haben wir schon eingefangen. Und ein zweites könnte hier auch noch stecken, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ark erhält aber dort auf jeden Fall einen Kristall. Nee, also zweites Seelchen finden wir hier nicht. Da geht's nur zum Regealtar. Wir können uns das aber mal sehr gern angucken. Sind wir up to date, dass wir schon Seel befreit haben. Moment, da neben war auch nichts, genau. Also wieder ab ins Nass und weiter. Ach ja. Interessant finde ich halt auch immer bei den Levels von den alten Spielern, dass halt auch immer die Master-Gegenstände so aufbauen. Ich meine, wenn wir jetzt zuerst nur Zoe gemüsst hätten, hätten wir halt schon richtig in die Hose geschissen, weil wir hätten ja weder die Flosse, noch hätten wir die Hoge, um an Wand hochzuklettern. Das heißt, das baut hier doch schon alles aufeinander auf irgendwie. Zack. Da haben wir's. Okay, da kommen wir nicht durch, da müssen wir tatsächlich hier vorbei. So, dann habt mal deinen feurigen Schlickser. Quatsch. Und gut Geld hinterlassen sie. Ach, 666 Taler, Hämmer. Das sollten wir ändern, bevor wir verflucht werden. Da müssen wir dann hier rüber über die Barmbrück. Und blub. Und blub. So, wunderbar. Das ist doch richtig toll, oder? Und die Feuerkrotsch, die explodiert wieder. Gott, jetzt sind wir hier raus aus der höllischen Zahl. 65 Taler gibt es aber 3 und ein Vital-Elixier. Das verwendet man doch auch mal sofort, die Sache. Entschuldigung, wenn ihr das als erdulden müsst. Aber ich bin doch voll dabei immer bei solchen Spielen. Und gerade bei der Musik bin ich immer voll dabei. So, komm schon her. Also es gibt so viele Tracks bei Terranigma, die sowohl episch und wunderschön sind, als auch witzig oder halt auch ein bisschen noch Abenteuer klingen. Jo, natürlich muss ich ja noch finden. Das war die Zwett. Das sind noch so ein paar Speckmänner. So, da. Schön, dass die Seele niesen. Das ist Nummer 3. Ach Gott, 102 abgezogen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gerade mal Interesse halber. Gehen wir mal in die Bibliothek. Habt ihr gemerkt? Ich sage weder Bibliothek noch Moin. 6842. 6842. Ey! Mist. 6842. Okay, 20 Erfahrungspunkte geben die Viecher. Das kann man auch mal nutzen. Das hat mich jetzt wieder zurückgenießt, das dappige Vieh. Aber egal, jetzt kann ich es nochmal killen und nochmal die Erfahrung dafür abstaben. So. 20. Oh Mann, du blädes Vieh. Ich bin aber ein Hanebambel. So, nochmal. Und zack. Komm her, du Speckvieh. Du wannabe Ochsefrosch. Wobei ich Grotte eigentlich echt mag. Ja, ich muss einen Regealtar finden. Dann geht's nämlich du auch weiter. So, zackerlapp. Und hab wieder einen Kristall. Sehr schön. Ich denke aber, ich sollte aus Zoe nicht unter Level 14 rauskommen. Deswegen will ich jetzt gerade nochmal so ein bisschen optional leveln. Ach ja, ach ja. Ne, also Zoe finde ich definitiv sehr geil gemacht. Mir gefallen ja so Levels eigentlich immer sehr gut. Und ich muss auch sagen, gerade auch die Tatsache, dass man hier so ein bisschen aktiv die Umgebung gestalten kann. Natürlich ist das alles vorprogrammiert und dass man das so machen kann und bla bla bla. Ja, mag alles sein. Aber trotzdem finde ich es schön, dass man da so aktiv dabei sein kann, die Gegend zu verändern. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Crackcliff so sehen, das ging ja nicht weiter ohne den Master-Gegenstand und dass man da alle Winkel und Ecke erreichen kann.
Und beim Sonnebaum vorher, ach, ohne die Flosse geht's halt nicht. Da erreicht man dann nur alle Bereiche mit einer Flosse. Und hier bei Sui ist es dann halt, ja, ohne dass man die Altäre benutzt, dann geht's nicht anders. Aber in Sui verändert sich aktiv die Umgebung. Das ist hier von dem Kargland mit einer Hecke hier, oder mit einer Bäm hier, zu Grünland wieder wird, muss ich sagen. Das ist eine Eigenart, was nur das Level hier hat. Und das finde ich auch großartig. Es macht definitiv Spaß zu sehen, wie man hier aktiv an der Veränderung von dem Level beitragen kann. Also mir persönlich gefällt sowas extrem gut. Dann gehen wir mal in den dritten Altar rein. Oh, und die Musik ist auch so großartig. Ich fand früher immer die Flagge, die man da im Hintergrund sieht, die blaue, die sieht so ein bisschen aus wie das Wappen von Hyrule. Ich habe das früher immer so für A-Spielungen gehalten, dass man hier eventuell wirklich auf Hyrule und Zelda A-Spiele mag. Okay, jetzt gucken wir uns die Gegend mal an. Geändert hat sich hier nichts. Außer, dass es grün ist und ja. Das Wasser dürfte ein bisschen Meerwasser sein in der Zeit. Ja, grün ist es. Schön. Wunderbar. Jetzt dürfte aber der Holzklotz da verschwunden sein, glaube ich. Der unten links in der Ecke ist. Jawohl. Da kommen wir dort nämlich wieder an der Anfang. Und da ist auch noch was, sehe ich gerade. Das holen wir uns doch an, natürlich sofort. So. Arke hält Glückselixier. Sehr schön. Verwendet man natürlich ach sofort. Glückselixier. Magst du es auswählen? Ah jo, Glückselixier angewandt. Das Glück steigt um ins. Sehr schön. Das finde ich sehr cool. Können wir auf jeden Fall auch gebrauchen. Glück ist jetzt zwar nicht unser wichtigstes Attribut, definitiv nicht. Aber wie wir sehen, wenn wir mit Glück haben und wirklich einen Crit landen, dann zieht es auch ordentlich was ab. Steht Sache. Wir spazieren jetzt noch ein bisschen durch Sui. Und machen hier nochmal die Echse-Menschen platt und die Salamander und die Feuergrotte und was es da alles für schöne Sachen noch gibt. Komm her. Dunkle Wolke verdecken die Sonne. Was auch sonst. Wäre wahrscheinlich gewesen, wenn sie auch außen rumgegangen wären. Aber das finde ich auch geil. Die Viecher, die geben 25 Gold oder Taler. Das ist schon sehr geil. Kannst nicht meckern. Moment. Ich mag noch mal gucken, was sie alles so für Erfahrungspunkte bringen. Normalerweise bin ich doch nie so hinten dran. Aber fürs Let's Play wäre es bestimmt nicht schlecht. 256. Kann ich mir mal merken. 256. Okay. Auch nicht schlecht. Ja, die geben schon ordentlich Erfahrungspunkte hier, die Weser. Wie viel brauche ich dann bis zum nächsten Level? Gerade mal gucken. Ja, das ist eigentlich so lang. Das können wir bestimmt noch packen hier in der Episode. Jo. Moment, da geht es zu nichts Großartigem weiter. Zack. Ach ja. Da ist noch so ein Hupser. Komm her. Na, du Labfrosch, komm her. Und dort dürfte auch noch einer rumhupsen. Oder? Jawohl. Habe ich mich noch richtig erinnert. Sehr schön. Weil unter Level 14 mag ich ja eigentlich nicht rauskommen, um ehrlich zu sein. Wir könnten das jetzt auch selbstverständlich mit Level 13 abschließen. Aber ich mag doch lieber ein bisschen vorleveln. Das müssen wir sonst alles später noch holen. Ach ja, Bloody Mary und so, ne? Ja, die das Spiel kennen, die wissen, was ich meine. So, da, zack. Dann machen wir das nochmal von vorne hier. Ja, zack. 130. Ja, leck mich am Arsch. Das ist nicht schlecht. Gehen wir nochmal in den Bereich rein. Da ist nämlich auch nicht schlecht. Na. So, geht doch. Du, na. So, habe ich dich.
Finde ich ja, dass wir jetzt bei so halbrunde Beträge bleiben. Das macht Spaß. Und die geben schon ordentlich Erfahrungspunkte. Zack. Also das Gebiet können wir definitiv mitnehmen. Da war nur noch ein Feuerkrott, genau. Zack. Sehr schön. Dann machen wir das gerade nochmal hier. Wenn sie nochmal da sind, die Gegner, jawohl. Na, da hole ich jetzt halt Taler. Zack. Hier ist es. Heieiei. Und zack. Und dich kriege ich. Sehr schön. Ja, der Endgegner ist jetzt zwar nicht unbedingt so schwer, die Sache, dass ich da jetzt wirklich großartig leveln müsst, aber es ist doch immer besser, wenn man besser gerüstet an die Sache dran geht. Gerade nochmal gucken. Okay, hin wirklich nicht mehr so lang. Ja, es ist immer besser meiner Meinung nach, wenn man mit einem höheren Level dran geht, als wenn man unerlevelt an sowas dran geht. Man kann auf jeden Fall gerade am Anfang bei den Erweckungs-Dungeons noch richtig sehr und merke, wie sehr es was bringt, wenn man doch ein bisschen über dem Durchschnittslevel für das Dingens ist. Ich glaube, hier bei Sui liegt das Durchschnittslevel so zwischen 11 und 12 oder so. Oder 10 und 12 dürfte normal sein hier an Level. Aber ich bin hier ganz gerne ein bisschen drüber. Muss ich ehrlich sagen. Das ist ansonsten alles etwas, was wir später machen müssen. Weil ich will ohne Scheiß nicht unter Level 25 zu dem berüchtigten Endboss hier gehen. Oh nee. Dafür habe ich nicht die Geduld und nehme die Karpaltunnel jetzt mal ohne Scheiß. Früher habe ich sowas noch machen können, absolut kein Thema. Aber da habe ich es auch noch mit dem Controller gespielt, muss ich dazu sagen. Ich spiele es jetzt hier an der Tastatur. Ich persönlich weiß auch gar nicht, wie das ist. Kann man da vielleicht einen PlayStation 4 Controller an den PC anschließen und kann dann dort mit Emulator spielen? Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Ihr könnt mir ja mal gerne Bescheid geben, wenn ihr das wisst. Weil bisher spiele ich das Ganze über die Tastatur. Und fast sowas habe ich definitiv nicht die Karpaltunnel dann ewig und 3 Tage hier so und so die ganze Zeit den Gegner zu attackieren, weil man nur einen Punkt abzieht. Das mag ich auf jeden Fall nicht machen, das Spielchen. Also das ist mal zu viel dann, muss ich echt gestehen. Deswegen bin ich halt lieber so ein fauler Sack, der auflevelt. Muss ich halt gestehen, da soll man auch immer ehrlich zu sich sein, weil wieso sollte man sich irgendwas beweisen, wenn man genau weiß, dass es einem dann im Endeffekt wehtun wird. Und es wird sich definitiv bei mir rächen. Ich kann nicht mehr als 4 Aufnahmen hier auch hintereinander machen, weil ich dann echt schon merke, okay, es tut zwar nicht weh, aber man merkt schon, die Leistungsfähigkeit lässt noch. Und ich will dann auch nicht irgendwie noch 4 Aufnahmen Terranik, weil dann nur noch so töte mich durch die so die ganze Zeit durch die Gegend kroze und von jedem Gegner attackiert wäre. Das ist auch etwas blöder. Deswegen mache ich nie mehr als 4 Aufnahmen am Stück. Und ich finde, das ist auch vollkommen in Ordnung und legitim. So erreiche ich meistens doch das, was ich möchte. Na, du Säckel. So. Jo. Und wenn das gemacht ist, dann bin ich soweit auch zufrieden. Mit dem Controller ist das natürlich wieder eine andere Sache. Am Controller könnte ich ewig zocken. Das ist sehr handschonend, wie ich finde. Aber hier an der Tastatur am Emulator, das ist schon eine Nummer für sich. So, jetzt haben wir es. Level 14 erreicht. KP steigt um 9. Stärke steigt um ganze fette 2 und Abwehr um 3 und das Glück um 2. Ja, nicht schlecht, Herr Specht, oder? Nicht schlecht. So, ich jetzt sage, jetzt können wir... Ach, Cleffi macht Mist. Ach, unseren Endgegner wartet jetzt auf uns. Und den sollte man nicht warten lassen. Quatsch, die ist sogar das mal explodiert, ohne dass sie hat niesen müssen. Dann sollte man da lang. Und weiter in Richtung 4. Altar gehen. So. Ist auch sehr angenehm, dass die ganze Bam jetzt doch weg sind. Oder das Gestrüpp, oder wie auch immer man es nennen will. Schä. Okay, wie war das jetzt nochmal mit dem 4. Altar? Ich glaube, da müssen wir so rum, ja. So rum war das. Zack und zack.
wenn man die one-hittet, scheinen sie wohl nicht zu explodieren vorher, oder? Ah ne, Quatsch, natürlich, ich weiß, warum die nicht explodieren, weil es regnet. Das ist der Unterschied. Wenn es regnet, dann explodieren die Grotte nicht mit so einem Feuerschweif, sondern die sterben einfach nur so, wie normale Gegner explodieren, in Anführungszeichen, wie das jetzt klingt. Ja, jetzt können wir hier durch. Links gegenüber war der dritte Altar. Und ihr werdet euch jetzt wundern, warum es hier keine Seele gibt. Ganz einfach. Hier findet nämlich eine Teufelsbeschwörung oder ähnliches statt. Ich weiß nicht, die sehen aus wie Schweinemenschen, oder? Ich habe da immer gedacht an Ganon, ne? Also früher, als ich gespielt habe, ist mir immer Zelda und Ganon durch den Kopf gegangen, als ich die da gesehen habe. Höllenflammen lodern durch die Luft. So schnell kann das gehen, wenn man das richtige Level hat, ihr liebe Leute. Und die Phase von dem Kampf, obwohl, ich sag noch nix. Satadoros grinst diabolisch. Die Phase von dem Kampf, jetzt kann ich es offiziell sagen, die Phase vom Kampf war auch in der TV-Werbung vom Terranigma Celemols 1996. Das weiß ich noch, da war der Kampf gegen Satadoros hier in der Werbung mit dabei. Und das hat mir sehr imponiert, damals, muss ich echt sagen. Man hat ja nichts anderes gehabt zu der Zeit, was Grafik angeht. Und bei Terranigma haben sie halt wirklich rausgeholt, was aus dem Super Nintendo rauszuholen war. Und ihr seht, es wird auch immer dunkler. Je weiter wir runterkrachen, desto dunkler wird's. Ja, komm doch schon wieder her. Komm, trau dich. So. Ja, und das hat mir definitiv immens imponiert, damals. Und schon ist er kaputt. Satadoros besiegt. Arg. Lang habe ich auf den Augenblick gewartet. Alle Säugetiere sollen ihre natürliche Form wiedererlangen. Aber bedenk, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung von der Welt. Du musst fürs Wachstum von allem Leben sorgen. Und jetzt werden wir wieder belohnt. In einer Sequenz. Für mich waren das früher immer Spiegeleier, jetzt mal ohne Scheiß. Als ich das so gesehen habe, früher waren das für mich immer Spiegeleier. Aber eigentlich ist es Masse, Geburt. Und überall sind die Föte drin von den Tieren in den Fruchtbläser. Und da wir passend in Afrika sind, sehen wir hier, wie die Tiere wieder über die Savanne laufen. Ich weiß, da hätten wir was Epischeres eventuell machen können, aber ich krieg doch jedes Mal Gänsehaut, weil das ist so was Wunderschönes, wenn man bedenkt, wie in Afrika die freie Tiere, auch wenn es jetzt hier leider nur Giraffe und Elefanten sind, die dargestellt sind, wenn die über die Savanne spazieren. Das ist ein herzergreifender und wunderschöner Moment, vor allem zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Es ist für mich immer wieder ein herzergreifend schöner Moment, wenn man die Tiere so in Freiheit sieht. Ah, seufz. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leute, hier machen wir in der nächsten Episode weiter. Ich gehe jetzt erst einmal speichern. So, da. Hier sind wir. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen. Euer Yankee.